der Kollegin nur am Anfang zu Recht darauf hingewiesen, dass man komplizierten Zeiten leben, wo geopolitische Auseinandersetzung Krieger ökonomisch keine Sorge machen, wo Klimachangementer, die in erlebt, die in Leute aus Spanien ganz hart getroffen haben, da war auch hier in Deutschland, wo das geschieht ist. Wir haben technologische Entwicklungen, die in der Servicewelt an anderen Teilen von unserer Welt werden verändern. Stichwort künstliche Intelligenz. Und froh ist dann noch, und das müssen die sind, die am Vordergrund von den Diskussionen an der Politik stehen, wie antworten wir auf die vielen, was machen wir, für das wir das packen. Und Politik möchte gerne Retour en avant, ein bisschen noch Simoron da tun. Aber wenn ihr zurückguckt, da seid ihr noch vielleicht, was ihr gut machen kann, und sicher seid ihr, was ihr falsch macht. Aber wir trennte Geoloprojektionen auf 2070 gemacht, natürlich gut 50 Jahre. Da gucken wir mal zurück, was war 54 Jahre zu Lützeburg? 54 Jahre. Da hat man den 9. Oktober 1973 einen großen Generalstreik an der Siderurgie und am Land. Und den hat dazu gefordert, dass die Politik müsste changieren. Die Politik wird demals nur gehen, und so hat mehr Machtbestimmungsrecht für die Gewerkschaften nachgefordert. Und Gott sei Dank hatten als Viergänger das gemacht und die Aktion gemacht, weil damals hat man eigentlich Mittel für das Jahr drüber und die Jahre danach, wie die Krise in der Siderurgie kommt, den Druck zu machen und Wehr zu finden für die dramatische Krise, die damals kommt. Es tun damals früher bald 30.000 Leute, und das schätze ich nicht von denen, die nach drin hängen, an der Siderurgie geschafft, auf von Haut auf mehr, und die Geduld verlieren die alle nicht erbecht. Das dann ernst gemischt gehen, und das gemischt gehen um eine Art Weise, die ich fand, die auch nach so benutzt wird, für andere Transitionen zu ändern, zu meistern. Das gesucht gehen, dass die Leute nicht hier erbecht verloren haben, zu einer anderen Sache gemerkt, und hauptsächlich schon ihr Abkommen nicht verloren. Das war nicht einfach, das aber richtig gehen durch den Verhandlungsmechanismus, den die Regierung aufstellt. Damals, als da über das Komitee National Tripartite diskutiert ging, das war auch nicht einfach alles, noch bis die Konzessionen machen, mit sind die richtigen Lesungen von gehen. Da ist auch über die Finanzen geschwärzt gehen. Und hier sitzen nach viele Leute, die wissen, dass dem eine Solidaritätssteuer angefordert gehen ist, für bald 10%. Ja? Die haben wir im Prinzip haut nach. Man soll ein Instrument doch nie weggehalten, weil das kann nämlich Schweremecke gebrauchen. An dem uns wären Steuern nur noch für die Reich hier im Land nicht hoch. Der nächste Steuersatz ist bald bei 50%. Ja? Halt sind wir weit von der Wäsche. Steuern für die nicht, die waren aber die nämlich. Und dafür meine ich, dass ich muss darüber denken und darüber umknappen, auch für die Zukunft. Und darüber haben auch Sozialreformen. Weil dem muss auch doch dafür gesucht gehen, dass Krankenkasse nicht sich verschlechtert gesehen, dass Pensionen nicht verschlechtert gesehen, aber dass da Verbesserungen gekommen sind. Und das gehört zu dem ganzen Sozialmodell. Wenn es in Pensionen geht und Krankenkasse geht, dann ist es logisch, dass es noch um eine Sache geht, und dann müssen das Sozialsystem, den im Lützeburger Land geholfen wird, sich entwickeln, dann müssen das System putti. Ein Politiker, der in die Richtung geht, den ist nicht am Interesse vom Lützeburger Land für seine Entwicklung. Den möchte die Falschpolitik, Kolleginnen und Kollegen, und dafür müssen wir als nicht nur als Rentner gegen Rentenreform wären, aber insgesamt auch für all die anderen Sachen wären. Aber wir müssen klar, und schmengen allerschwellig nur hat er doch schon gesagt, auch bereit sind zu sagen, also wir können noch einen neuen 9. Oktober machen.
Auch da das möglich. Wir können noch einen Generalstreik organisieren. Auch da das möglich. Aber wenn die Regierung das nicht will, dann muss man da schwätzen und dann muss sie hingehen, aber da ist verhandeln. Auf allen Terrain. Da das meine ich, das was sinnvoll ist. Und dann zu den Pensionen. Am Regierungsakkord steht eigentlich nichts über Pensionen dran, außer dass sie behaupten, dass an 27 Kotisationen nicht mehr durchgehen, für die Ausgaben zu bezahlen. Und dass sie eine Lachkonsultation feiern, was sie dann doch hinmachen. Lachkonsultation mit wem? Wen ist dann eigentlich repräsentativ? Haben die Wahl von der Chambre des Salariés von 36.000 bis 37.000 Rentner für den OGBL gestimmt. Stand nach Jahren dabei rechnen, weil die GB und der Leber, die auch da Listen hatten, da kommen wir da auf ganz hohe Zahlen von Repräsentativität von den Gewerkschaften. Und da schwätze ich nicht insgesamt von den Gewerkschaften, weil für den OGBL insgesamt an der Chambre des Salariés rund 130.000 Leute gestimmt. Viele Parteien haben so viele Wähler, viel mehr als Gewerkschaft tun. Wir haben nach der Repräsentativität, aber nein, als die vorstellt, dann ist natürlich kein richtiger Demokrat. Dann setzen Demokratie auf froh. Und noch das muss gesucht gehen und das muss ich noch gesehen. Madame Dupré hat noch ein bisschen mehr klar gesucht, und das war auf einer Table Ronde, 19. Dezember. Carlos, die war noch dabei, halb der Gare am Centre Culturel. Und du hast gesagt, ja, wie sind die Reform von 2012, sie trägt das auf fein aus, weiterentwickeln. Konkret wird das geheischt, dass sie der Meinung ist, 2050, das dauert zu lang, bis die Verschlechterungen kommen. Ne? Und Herr Reckinger, die sieht das mir brutal, geht raus von der Real. Sie trägt das mir höflich aus. Fett ist aber den, dass das weiter nicht bedeutet, wie das, was Silvan schon erklärt hat, von der Reform, die also die Jungen hauptsächlich betrifft, dass das nach Misere soll gehen. An Haut hat Herr Friedi und einen Druck gelöst am Interview am Terreblatt, wo gesagt hat, ja, mach ja nichts bei den Pensionierten. Wir brauchen bei den Jungen, da müssen wir aber gucken, dass das noch zu finanzieren ist. Neben dem Fakt, dass ich das als für unhöflich auszudrücken, ziemlich infekt fanden, für die Jungen gegen die alle so auszuspielen. Und das müssen nicht mal das. Wir treten an für die Jungen, und wir sind der Meinung, dass die Reform von 12 am Ende von den Jungen muss umgeändert gehen, und kann nicht sein, dass die Jungen, 2012 war das geschieht, dass eine Reform gemerkt gehen, die Matze sprüht wird, dass die Jungen von Haut nicht mehr Trend kriegen von ihren Eltern, mehr die mich schlecht von ihren Großeltern. Von den Großeltern und Eltern als verbessert gehen. Und nur soll drin zurückgehen. Und dann in einem Moment, wo es viele junge Leute, und die wissen das alle gut, weil die mich schon als Schulkinder und Enkelkinder, und sie wissen, wie schwer es oft ist, für sich durchzusetzen, Prekarität auf der Arbeitsstelle hochgeholt, und Lehn, weil man nicht überall Kollektivverträge erreicht tun, sind besonders für die Jungen nicht unbedingt die Besten, aber haben auch nach dann das Problem, dass die Logementspreise da sind, die Jungen können sich gut nicht mehr so einfach etwas leisten, aber wenn sie dann mal auch nicht mehr Hilfe können kriegen von ihren Eltern, da geht es ganz schlecht für die. Und das kann nicht sein, dafür brauchen wir ein Changement vom System. Wir müssen also dafür sorgen, dass wirklich eine Reform gemerkt wird, wie eine andere Reform. Wir müssen wäscheren kommen von der Reform von 12, die muss verbessert gehen. Wir müssen auf der anderen Seite auch gucken, dass wir Mittel finden, für den Jungen zu lernen, überhaupt eine Karriere aufzubauen, weil der wir nicht vergessen, die Zeiten, wo in mit 17 Jahren angefangen hat, schaffen, die sind River. Ich weiß nicht, ob die besser wären, also ob das so gut wäre, dass ich schon mal 17 Jahre müsste schaffen. Mir haut das Formation viel mehr lang, brauche ich mehr lange Zeit, bis ich
aus der Formation raus ist, bis nu fängt. Am Ende der Dominik an der Schule des Salariés gerechnet, mit dem System von 2012, dem wir haben, sogar wenn sie bis 67 Jahre geschaffen oder bis 70, da kannst du nachher nicht, ob die Pension, die den Älteren mal hatten, die können sie nicht mehr erreichen. Und das ist eigentlich ungerecht, vollständig ungerecht. Und dafür brauchen wir eigentlich dafür eine Reform. Da wird behauptet, dass man die Reform bräuchten als finanzielle Ursache, weil das System wir sollten haben. Das ist schon darauf hingewiesen, die Pronostiken auf 50 Jahre. Was kann denn dummer machen? Sind immer ganz skeptisch. Mir tut nur nach, und das ist darauf hingewiesen, eine Reserve für 27 Milliarden. Und Diskussionen ist eigentlich nur darum gehen, wie benutzen wir die, wie setzen wir die an. Und auch da können die Änderungen machen. Im Moment sind die Suchen auf der Börse angesagt. Mit allen Risiken, die du hast, weil es sind doch schon mal ganz richtig, wo Börsenkrachen gehen, dann sind Bäcker zu fort, da sind sie gar nicht mehr da. Und mir ist auch damals vorgestellt, noch an der Pensionärsabteilung darüber geschwärzt, anstatt dass wir Promoteuren von großen Investfirmen wie BlackRock oder den Herr Jeff Bezos oder den Herr Elon Musk Company zur Verfügung stellen, für dass sie können noch mehr Profit machen, können die noch die Suchen an den Logement, an Sozialinfrastrukturen, an die richtig Betriebe, die etwas machen, was der lokalen Ökonomie und der regionalen Ökonomie zu gut könnt, was handfest ist, was sinnvoll ist, daran investieren. Anstatt dass wir sie den anderen, die nicht brauchen, die natürlich sollten eine reiche Steuer bezahlen, für das ganze System zu erhalten, anstatt dass wir denen sie nur geheilen. Da geht behauptet, ja, die demografische Evolution, die wäre so, dass es kein anderer Weg ging. Bon. Es gibt eine demografische Evolution, die mehr Leute über 65 wieder gesehen. Zuletzt sind da im Moment bald 13%. Das Männer wie in Deutschland und Europa. Das tut natürlich einen Impact, das was die Gesellschaft braucht, im Niveau von der Gesundheit, der Pensionen, das nicht nur mit Pensionen, das Gesundheit sind zwei Dependance. Mit will aber einen positiven Impact auf die Ökonomie. Und nicht nehmen, weil die muss Leute tun, weil die aktiv sind, nur auch weil muss investiert gehen an Mobilität, an Renovation von den Gebäuden, an technische Innovationen, an du hast auch etwas weiter gesehen. Und da geht nicht an vier gestraft, alles das, was die Senioren, die älter Leute eigentlich an der Gesellschaft leisten. Viel von den Benevolenzsachen, die in unserer Gesellschaft laufen, weil ein älterer sich da engagieren. Viele Vereine funktionieren just über TV. Und du die Sachen noch gelesen, und das sind noch Investitionen, und dann dürfen wir nicht vergessen, alles das, was jeder Leute in der Gesellschaft hier Enkeln und für Kinder organisieren und machen, auch das als ein Apport sozial, den etwas wert ist. Aber wir müssen nicht in eine Richtung gehen, wo mehr Pension eigentlich in Almosen ist, oder just eine basische Aufsicherung, wo just nicht letztendlich durchgesichert ist. Eine Pension, die muss einmal haben, gut, ordentlich, würdig weiter können zu leben als ein Leben, und muss noch gegen den Armut schützen. Und da kommen wir eigentlich auf die Realität von den Pensionen zu Lützburg. Aber wenn ihr guckt, das schon gesagt gehen, die ominösen Pensionen über 8.500 €, das sind da ganz genau 0,04%, die in Chancen sein zu kriegen. Daneben gehen aber dann 23% in den Pensionen unter 2.000 €. Und das ist ganz wenig. Wenn es mit denen Suchen zu Lützburg muss leben, das wird schwer. Durchschnittspension von den Residenten, die eine ganze Karriere zu Lützburg haben, die liegt bei 3.200 €, Mindestpension bei 2.245 und das ändert dem Seuil de Pauvreté, so wie die Stadtdecker an alle europäischen Institutionen festlegen. Und das auch schon gewiesen gehen, wie das Risiko von der Pauvreté an Flut gegangen ist.
Wenn ich gesagt habe, all 23% von den Residenten, die haben eine Pension von Männern wie 2.000 Euro pro Monat, dann ist das konkreter, dass all feierte Rentner, also nicht reich, nur arm. Aber mit denen Renten kann ich nicht an ein Altersheim gehen. Den Durchschnittspreis, den wir ausgerechnet haben, eine Enquete gemacht haben, was das kostet, für ein Altersheim zu gehen, das sind 3.200 Euro. Das heißt, mit der Mindestpension geht sowieso nicht durch. Und ich habe alles zu viele Leute, die das nie wissen. Wir haben oft darüber diskutiert, wir wissen, dass das nicht durchgeht. Die würde dann sagen, Allokation de Gerontologie da bezahlen, so Sachen. Just eigentlich müssen Pensionen erhöht gehen. Du musst ja nicht froh gehen, für Hilfe zu kriegen, weil es eine Pension ist, die nicht durchgeht. Es muss normal sein, dass eine Pension mindestens so hoch sind, dass du an ein Altersheim gehen kannst. Und dem es heute wird eigentlich keine Pension geben, dass du das merkst. Und das kommt dabei, von denen, die da an dem Problem sind, das sind 77% von denen, das sind Frauen. 32% sind Männer. Und da gesagt noch ein Mecker, dass wir etwas mal durchschläfen und die Altersarmut, die ist besonders bei den Frauen, viel mehr hoch. 75% von den Frauen, die kriegen eine Pension, die mehr niedrig ist, wie das, was die brauchen, für an ein Altersheim zu gehen. Wenn die nicht die Chance hatten, dass sie etwas auf der Seite hatten oder dass sie sonst geholfen kriegen, da geht es nicht durch. Aber für das alles zu ändern, dafür brauchen wir Kolleginnen und Kollegen eine Reform. Aber nicht eine Reform, wie sie als ein Politiker vorschwebt, wie sie auch schon 2012 Demos vorgeschwebt haben, und probiert haben, das zu machen und zum Deal realisiert haben. Wir brauchen eng für den Armutsrisiko raufzusetzen, für jedem eine Pension zu gehen, dass er ordentlich aus seinem Leben kann, weiterleben. Wir müssen den Ekart zwischen den Pensionen von den Frauen und den Männern weiter rapid verringern. Wir müssen den Jungen Gerechtigkeit geben. Sie müssen mindestens das kriegen, noch was die Älteren haben, und nicht Mama kriegen, was die Älteren haben. Aber wir brauchen noch keine automatischen Verschlechterungen, wie das mit dem Ajustement 4 gesehen ist, was der Silva erklärt hat, wo man wirklich im Moment nicht nur an die Zukunft sich treffen, wie auch die an der Pension selber sind. Wir müssen noch den Rechenmodus für den Ajustement ändern. Im Moment wird gesagt, wenn ich denke, wenn ich mehr wie 24%, also 3 Milliarden% Kotisationen, 1% Patron, 1% Salari, 1% Budget. Wenn du die 24% rübergehen, dann am mehr gebraucht gehen, da gehen wir dann an die Reserve gucken. Da geht man automatisch ein Ajustement aufgebaut. Das heißt, wenn nicht irgendwann denke ich, 24,1% das ist ein Problem. Im Moment liegt bei 22% an etwas, also so nach Sputto, just wie geht gerechnet. Normalerweise gehen wir da so und gucken den, was gucken die, was den Rapper kriegt, aber was gucken die, was der braucht, für die Pensionen zu bezahlen. Das ist aber nicht so. Bei den Depensen, die geguckt gehen, da wird doch geguckt, was Pensionskrise unter dem für bestimmte Maßnahmen bezahlt, da geht doch Paien von den Leuten, die in der Krankheit sind, was eigentlich für mich über das Staatsbudget laufen, die gehen noch da konsideriert. Aber wenn du nicht mehr die Trente selber an die Rechnung ransetzen, da wären wir viel weiter weg von dem Moment, wo den Ajustement können kippen, dann nehmen wir nämlich bei 21%, weil rund 6% von dem, was da benutzt wird, dass sie laufen Kästen und dass sie nicht Depensen für als Renten, die da berücksichtigt. Das ist das, was der Silva darauf hingewiesen hat, wo ihr noch den Rechenmodus müsst ändern, dann hätte ihr noch da mehr einen anderen Sput. Da gibt es natürlich all die Möglichkeiten, die hier noch gezählt wird, für Suen ranzukriegen. Und zu Kolleginnen und Kollegen sind da. Wir haben genug Suen hier am Land, und wir haben auch die Möglichkeit, für die zu benutzen. Muss aber der politische Willen da sein. Eine Leistungsverschlechterung an eine Politik, die eigentlich aufhängt, das System auseinanderzuziehen, und das ist eine Stadt, was gefährlich ist,
Die feiert dazu, dass wir die Solidarität, die wir auf der Basis von unserer Sekuritätssozial haben, dass die nicht mehr funktioniert, gesagt wird, die Krise eine Mindestaufsicherung für den Rest der Schiedfrieden sich um sich selber bekümmern. Das profitiert sicherlich den Assuranzen an dem Finanzsektor, aber das profitiert auf keinen Fall den Durchschnittssalarié, den Jungen, das profitiert auch nicht den kleinen Independenten, den kleinen Bauern, die alle Guren von ihren Verbänden vergisst gehen, weil über die schwätze ich mal die Fédération des Artisans nicht, und sie sollten eigentlich so wie in dieser direkt an eine Gewerkschaft zu gehen, aber die kleinen Independenten, die brauchen nur eine Fédération des Artisans zu gehen, weil sie gehen nicht von denen vertraut. Und das ist ein Skandal, dass wir müssen denken, auch für die kleinen Leute, die als Independent schaffen. Und das ist etwas, wo sich den Herr Reckinger, ich sollte eigentlich an sein Buch schreiben, dass er da soll mal drin aufhalten, immer nehmen, das zu suchen, was die Großbankieren suchen, wenn die Reich, die Ultrareich am Land suchen, und nicht sich zu bekümmern, die wirklich den Wohlstand schaffen. Das sind die Kleinleute, das sind Salarien, und noch die kleinen Independenten, die wirklich schaffen und auch unter komplizierten Bedingungen schaffen, mit ihren Employen. Und so in der unterstützen, du könnten als Reserve noch benutzen, für Gescheitsachen zu machen. Wenn Sie also in das System von der Sekuritätssozial attackiert, wenn den Dialog sozial kleinriert, weil er nicht benutzt, weil in der Rolle von den Gewerkschaften an andere sozialen Organisationen aufsetzt, dann zerstört den Kohäsion sozial und dann verstärkt den die Ungleichheiten an der Justiz, die sowieso schon bestehen. Und das, Kolleginnen und Kollegen, das führt ja doch dazu, dass auch ein Land wie Lützeburg kann auffällig gehen für rechtsautoritäre Tendenzen, für Falschpolitiken, wo Demokratie löserlos kann auch vorgestellt gehen. Und das ist eine Politik, die ist nicht am Interesse vom Land, auch nicht am Interesse von der Großregion, weil wir denken nicht nehmen am kleinen Lützeburger Raum, wir denken an die Leute, die auf dem Raum schaffen, und das sind noch die Leute, die an der Grenzregion wohnen, die bei uns mit organisiert sind, die mit uns kämpfen für eine bessere Zukunft, für eine gerechte Zukunft, an eine solidarische Gesellschaft. An dem Match, den haben wir als Aktiver und den als Pensionierte gemacht, an dem machen wir auch weiter. Und es sind überzeugt, wenn wir gebraucht gehen, da sind wir da. Wir sind bereit, für was zu machen, für den Kampf für den Lützeburgischen Sozialsystem aufrechtzuerhalten, für gute Leistungen. Und in dem Sinn, Kolleginnen und Kollegen, so wir, fangen wir weg von unseren Pensionen, fangen wir weg von den Pensionen von unserer Kammer. Merci für die Nullleistung. Arrive, und